herzlich willkommen zu unserer Sendung «Cool bist du dabei». Mein Name ist Noemi, das ist Nathalie und schön, dass wir dich sehen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Ziel dieser Sendung ist, mit euch allen anzuschauen, was ist aktuelle Themen, was für Neuigkeiten gibt es. Und darum, Noemi, was sind gerade bei dir so die aktuellen Sachen, die laufen? Frag mich nicht über meine letzte Woche. Wirklich, nicht mal ein anderes Thema. Oh. Zum Beispiel Stärken und Schwächen. Vielleicht können wir über das reden heute. Oh, was ist denn passiert letzte Woche? Was Hey, schlimm ich hatte Sonntagsschule und es ist kein einziges Kind gekommen. Nein, wieso? Hey, wir haben uns schon vorbereitet und dann ist ganz spontan abgesagt worden. Was für ein Blödsinn, sorry. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aber wenn es jetzt manchmal abgesagt ist, vielleicht kann man ja auch etwas aus dieser Situation machen. Ja, aber Nathalie, schau mal, die Kinder können nicht mit zur Sonntagsschule kommen. Ich meine, was ist daran schon gut? Ja, wenn die Kinder nicht mehr in die Sonntagsschule kommen, bringen wir doch einfach die Sonntagsschule zu den Kindern heim. Aber wie sollen wir die Sonntagsschule zu den Kindern heimbringen? Ich meine, das geht doch nicht. Wie wäre es, wenn wir bei uns in der Sendung einfach einen Block machen, wo wir Geschichten erzählen können und Lieder singen, damit die Kinder, egal wo sie sind, können zuhören. Du meinst, dass wir über unseren TV-Sender das Zeug verbreitet? Ja, was denkst du? Hey, das ist voll die coole Idee. Ich bin dabei. Bist du dabei? Ich bin dabei. Hey, und mega cool bist auch du dabei. Egal wo du bist gerade irgendwo im Bett noch, mit dem Pyjama, bist am Morgenessen, bist beim Autofahren, im Wald am Bräteln, wo immer du bist. Cool bist du dabei. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, um mit dir die Zeit zu verbringen und sind gespannt, was wir werden hören. Oh. Zum Thema... Ja? Ja. Okay. Der Heiri Geschwind ist gerade mit Herrn Knüsli. Aber jetzt sind wir noch da dran. Ja, aber es geht ums Thema Stärke. Das wäre jetzt gerade perfekt. Okay, also schalten wir schon um. Ja, wir schalten gerade um zum Thema Stärken und Schwächen zum Heiri Heiri. Geschwind. Ja, herzlichen Dank Studio. Mein Name ist, wie gesagt, Heiri Geschwind. Das unter anderem, weil ich einer der schnellsten Sportreporter bin. Und aus aktuellem Anlass befinde ich mich nicht in meinem eigenen Studio, sondern in einer Werkstatt. Und zwar beim Herr Dr. Professor Alois Knüsli. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Wisst ihr wieso? Er hat nämlich die neue super Handel auf den Markt gebracht. Mit der verspricht er, ist der Trainingserfolg innerhalb weniger Wochen sichtbar. Und für das wollen wir ihn doch gerade interviewen. Ja, da ist jemand am Schlafen. Den Mann anklopfen. Schaffen. Propeller braucht es noch. Dr. Professor Alois Knüsli, bin ich da richtig? Ja, grüezi wohl. Immer die Hypehüte. Grüezi wohl. Ja, grüezi wohl. Mein Name ist Heidi Geschwind. Hoi, Heidi Geschwind, hoi. Fernsehen. Und wir würden jetzt gerne mehr über Ihre neue Handel erfahren. Sicher Heidi. Da. Heidi, bitte. Heidi. Mit R. Heidi mit R. Gut. Grüezi wohl. Ich darf Ihnen gerade die neue Ultra 4DH Ultra Videoschall-Handel vorstellen. Die Handel ist, damit man handeln kann, an seinem Körper. Wenn du schon ein dicker Mann bist, dann kannst du mit dem ein richtiger Muskelprotz werden. Da oben siehst du... Vielversprechend. Wie funktioniert das dann? Das ist sogenannte 4D-Handeln. Denken, dehnen, durchgreifen und Dingsbums. Weil mit dieser Handel, darfst du mitmachen, kommst auch gerade einen über. Du musst sie noch personalisieren. Da oben den Knopf musst du drücken, damit sie erkennt, dass es du bist. Das ist ein Personal Handel. Jetzt geht es ganz leicht, ja. Genau. Und da musst du pro Arm 4 mal 1, 4 und mit der anderen Hand 8 mal. Das ist die Schwachhand. Die sogenannte Nichtführungshand. Da musst du 8 mal. Wieso noch 1 und nicht 4? Jedenfalls, wenn du das tagtäglich machst, dann kommst du so einen grossen Bizeps über wie ich. Und dann bist du sozusagen der zweitstärkste Mann der Welt. Stärkst bin ja ich natürlich, weil ich mache das natürlich schon seit 2 Tagen. Ja, regelmäßig. Sehr interessant. Ja. Danke vielmals für Ihren interessanten Bericht. Sehr gerne, Heidi. Und sonst zum Abschluss, wenn Sie noch 1, 2 Worte sagen? Natürlich. Die Handel ist bei mir im Shop erhältlich, auch online. Aktuell mit der Aktion, muss ich auch noch sagen. 3 zum Preis von 4. Sehr gerne dürfen Sie das kaufen. Ja, herzlichen Dank, Sehr gerne. Und wir schalten gerade live zurück ins Studio. Dankeschön. Heiri Geschwind, vielen Dank für das Interview. Haben wir wieder etwas Neues dazugelernt? Ist das nicht lässig? Nathalie?
Entschuldigung. Was bist du am Handy? Ja, ich wollte googeln, wer der stärkste Mann Und? ist. Na, es ist ein bisschen noch nicht so klar. Das Internet ist ein bisschen gespalten darüber. Ja, aber Nati, sind wir ehrlich, das Internet hat so viel. Schlussendlich können wir es nicht drauf verlassen. Die einzige Quelle, auf die wir uns verlassen können, ist die Bibel. Komm, wir schauen doch mal dort, was die Bibel darüber sagt. Ja. Apropos Bibel. Es gibt doch ein Lied, das wir singen können, das genau um das geht. Meinst du das BIBL? Hey, kennst du das Lied? BIBL? Komm, wir singen doch das schnell. Christina, Josi, Johnny, sind ihr da? Kommen wir schnell führen. Wollen wir das miteinander singen? Perfekt. Also Kinder, machen wir alle miteinander. Ihr kennt das Lied. Nochmals miteinander. Ja, wir haben gesungen, BIBEL. Nimm die Bibel aus dem Gestell und das wollen wir machen. Die Bibel führen, die Bibel aufmachen. Und wenn wir die Bibel aufmachen und da drin lesen, dann erfahren wir, dass eben nicht der Knüsli der Stärkste ist, sondern dass es eben Jesus ist, der der Stärkste ist. Jesus, der alles kann. Aber ich weiss, es ist das Problem von uns Menschen, dass wir eben selber die Stärksten sein, dass wir selber gerne alles können. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen so, darum tue ich die Bibel nochmal weg und hole jetzt nochmal da die Hanteln führen und mache für mich auch nochmal ein bisschen Krafttraining. Ja, oh, wow. Hey, ich sehe gerade, das nützt etwas. Wenn ich jetzt jetzt muss ich mal, warte mal. Moment. Es ist wirklich, ist gerade ein bisschen gewachsen. Und ich sehe, wenn ich jetzt bei dir Muskeln schaue, dann sehe ich, ja, bei mir sind sie fast ein bisschen grösser als bei dir. Kannst du mal schauen bei dir, du schon mal anspannen, gell? Meine sind fast ein bisschen grösser. Warte, ich mache noch ein bisschen mehr Krafttraining. Noch ein bisschen. Ich darf jetzt nicht festschwitzen. 2 noch. Was hat er gesagt? 4 Mal. Mal, du. Super. Das sieht doch gut aus. Ja, und wenn ich gesagt habe, wir wollen immer die Stärksten sein, wir wollen die Grössten sein. Und jetzt müsst ihr mal hören, in der Bibel lesen wir sogar, dass auch die Freunde von Jesus gestritten haben, wer das der Grösste ist, wer das der Stärkste ist. Sogar bei ihnen ist das so gewesen. Aber dabei, für Jesus ist gar nicht wichtig, wer das der Stärkste ist. Für Jesus ist nicht wichtig, wer am meisten weiß, sondern für Jesus ist wichtig, wer an ihn glaubt. Wer im Herzen an ihn glaubt. Wer glaubt, dass er selber eben der Größte ist, der Stärkste ist, der Beste ist. Dass du kannst da im Herzen an ihn glauben und wissen, er kann alles. Er kann dir immer helfen. Und darum ist er auf die Erde herabgekommen. Darum ist er da zu uns Menschen gekommen.
zum uns helfen, zum dir helfen, zum mir helfen, können an ihn glauben. Und auf der Welt ist er sehr oft mit den Menschen zusammen gewesen. Er ist immer rausgegangen zu den Menschen, zu ihnen helfen, um ihnen den Weg auch zu Gott zu zeigen. Dass sie zu Gott kommen können, dass sie mit Gott Frieden haben können. Und eines Tages auch, da ist er wieder den ganzen Tag mit den Leuten zusammen gewesen, hat zu ihnen geredet gehabt, hat sie versucht zu lehren, ihnen zu erklären, wie können sie Gott besser kennenlernen, wer ist er, eben wie können sie auch zu ihm kommen. Aber wie es so ist, wenn man den ganzen Tag dort ist, den ganzen Tag am Reden ist, dann wird man müde. Und auch Jesus ist müde geworden. Und das zeigt, Jesus ist eben ein richtiger Mensch gewesen. Er ist zwar auch Gott gewesen, oder er ist immer noch Gott. Jesus ist Gott, Jesus ist Gottes Sohn. Und darum kann er auch alles. Darum ist ihm alles möglich. Aber er war auf der Welt gewesen, als richtiger Mensch, der eben auch müde geworden ist, der Gefühl hat. Und er ist als Baby geboren und hat all die Stufen in der Kindheit durchgemacht. Als Mensch kann er uns verstehen. Als Mensch kann er dich verstehen. Kann auch deine Schwierigkeiten, deine Probleme verstehen. Er hat die Leute verstanden, die ihm dort zugelassen haben. Aber wenn ich gesagt habe, jetzt ist er müde geworden. Er hat nicht mehr mögen. Er hat gesagt zu seinen Freunden, zu seinen ausgewählten Mitarbeitern, die immer bei ihm waren, hat er gesagt, kommt, wir müssen weg. Wir gehen Richtung See und gehen nachher, steigen in das Boot ein und dann fahren wir über den See. Und wir lassen die Leute jetzt auch heimgehen. Und so haben sie es gemacht, haben sich verabschiedet von den Leuten und sind nachher runtergegangen zum See. Dort sind sie dann ins Boot eingestiegen und ja, sind ganz ruhig auf den See rausgefahren. Und haben so vielleicht noch ein bisschen über den Tag geschwätzt, vielleicht noch ein bisschen überlegt, ja, wie war es der Tag, wie haben die Leute reagiert, was haben sie gesagt, oder vielleicht sind sie einfach still ein bisschen im Bötchen gehockt. Aber was wir von Jesus lesen, was er gemacht hat, er ist relativ schnell irgendwo in ein Säckchen vom Boot gegangen, ist dort angelegen und hat ein Küsschen unter den Kopf genommen und ist eingeschlafen. Und das zeigt, er ist wirklich müde gewesen. Er ist wirklich müde gewesen. Und so ist er geschlafen, aber es ist eigentlich alles wunderbar gewesen. Der Tag ist vorbei gewesen, alle sind zufrieden gewesen und sind jetzt da ganz ruhig über den See gefahren. Wenn nicht etwas passiert wäre nachher. Nämlich plötzlich sind von hinten, von den Bergen oben runter, sind dunkle Wolken gekommen. Und die sind immer dunkler geworden. Und es hat plötzlich angefangen zu winden. Die Jünger haben plötzlich zueinander gesagt, du, was ist das? Du, es sieht aus, als würde ein Sturm kommen. Aber die Jünger, die Freunde von Jesus, für die ist das gleich nichts Besonderes gewesen, weil die einen von ihnen sind Fischer gewesen. Also sehr oft sind sie auf dem See gewesen. Und die haben wahrscheinlich schon Menge Sturm erlebt. Und haben gedacht, ja, der Sturm, kein Problem für uns, wir wissen da, wie umgehen. Ja, aber der Sturm, der ist immer grösser geworden. Er ist immer stärker geworden. Es hat immer mehr angefangen zu winden. Und der eine oder andere hat sich schon mal gedacht, du, aber jetzt langsam, so ein starker Sturm ist jetzt gleich nicht so gut. Er meint, oder andere ist auch ein bisschen kribbelig geworden plötzlich. Du, aber der wird immer stärker, der Sturm. Es hat richtig fest angefangen zu stürmen. Und wir lesen in der Bibel da rein, wie sich ein Boot angefangen hat zu füllen mit Wasser. Also die Wellen, die sind so gross geworden, dass das Wasser über den Rand vom Boot ins Boot reingekommen ist und im Boot das Wasser gegeben. Und das ist ja gar kein gutes Zeichen. Und die Jünger, die haben plötzlich, obwohl sie eben Fischer sind, erfahrene Leute, haben sie Angst bekommen. Das gibt's ja nicht. Du, was machen wir? Und wir lesen auch, dass die einen sogar Todesangst haben. Das Gefühl haben, sie müssen sie vertrinken, sie sterben da drinnen. Und in dem allem haben sie plötzlich vergessen, dass eigentlich Jesus bei ihnen ist. Dass er da ist. Sie haben vergessen, dass Jesus alles machen kann. Dass er ihnen immer helfen kann. Wenn ich es vorher schon gesagt habe. Jesus kann immer helfen. Warum kann er immer helfen? Weisst du es noch? Weil er Gott ist. Weil er Gottes Sohn ist. Darum kann er immer helfen. Weiter vorne in der Bibel, in einem anderen Vers, dort steht, für Gott ist nichts unmöglich. Ja, er kann alles machen. Du musst dir vorstellen, er hat ja die ganze Welt erschaffen.
Er hat alles gemacht. Er hat den Sturm, den Wind, den See, alles hat er gemacht. Ja, er hat sogar Menschen gemacht, dich und mich. Also für ihn ist nichts unmöglich. Und darum, in jedem Problem, in jeder Schwierigkeit, kannst du immer wissen, Gott, er kann immer helfen. Er kann dir immer helfen. Er hat immer einen Ausweg. Du darfst jederzeit zu Jesus kommen und mit ihm reden. In der Bibel redet ja er zu uns. Aber im Gebet können wir zu ihm reden. Du darfst ihm alles sagen. Du musst auch gar nicht an einen bestimmten Ort hergehen. Wo du gerade bist, darfst du mit Jesus reden. Und du darfst ihm deine Not, deine Probleme sagen. Vielleicht hast du daheim Schwierigkeiten, in der Familie. Vielleicht haben sich deine Eltern gestritten. Vielleicht hast du auch in der Schule Schwierigkeiten. Vielleicht hast du eine schlechte Note oder vielleicht kommst du nicht raus. Oder vielleicht plagen dich deine Kameraden, Schulkameraden. Oder was auch immer du hast, du darfst es Jesus sagen. Und Jesus hilft dir. Vertrau ganz auf ihn. Vielleicht hilft er nicht immer ganz so, wie wir uns das vorstellen. Aber er kann helfen. So sagt er es in der Bibel. Und ich glaube das selber auch ganz fest. Aber ich hatte schon grosse Probleme gehabt. Und ich habe gewusst, ich darf es einfach Jesus sagen. Und ich habe seine Hilfe auch erfahren. Ja, und die Jünger von Jesus, seine Freunde, die haben Jesus ja bei sich gehabt, im Boot hinein. Und sie haben so eine riesen Angst gehabt. Sie haben Jesus vergessen, dass er ja da ist. Aber dann plötzlich, in diesem Sturm, in dieser Angst hinein, da ist es nicht gleich in den Sinn gekommen. Jesus, hey, Jesus ist ja da. Was macht er? Der schläft da unten. Und wir haben so eine riesen Angst. Sieht denn der das nicht? Und so sind sie sofort gegangen, zu Jesus angegangen und haben ihn angefangen zu wecken. Sie haben ihm gerufen, Jesus, Jesus, bitte wach doch auf. Siehst du unsere Not nicht? Siehst du nicht, dass wir fast untergehen? Und Jesus verwacht. Und er steht auf. Und er schaut gar nicht zu den Jüngern, sondern er steht raus, schaut zum See raus, zu dem riesen Sturm, hat überhaupt keine Angst gehabt, schaut dort raus, der Wind, und er ruft raus, Wind, Wellen, Sturm, hört auf, sind still. Und in dem Moment ist es ganz ruhig geworden. Der Sturm hat auf einen Schlag aufgehört. Der Wind hat aufgehört. Und wenn der Wind aufhört, dann hören die Wellen auf. Und alles ist wieder wie vorher. Die Jünger, die sind nur noch so da gestanden. Mit offenem Maul, mit offenen Augen sind sie da gewesen. Und sie haben nicht mehr gewusst, was sagen. Ja, Jesus hat sie nicht vergessen. Jesus ist da gewesen. Er kümmert sich um seine Leute. Und er hat nachher nur noch zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden geschaut und zu ihnen gesagt, warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Und das ist Jesus. Jesus ist immer da. Er lässt seine Kinder nie allein. Seine Kinder sind all die an ihn glauben. Und die lässt er nie allein. Er ist immer da für sie. Und er hilft ihnen. Sogar eben dann, wenn wir denken, er hat es vergessen. Und er hat die Jünger auch noch gefragt, glauben die nicht an mich, dass ich alles machen kann? Und das ist auch die Frage an dich. Glaubst du an Jesus? Glaubst du an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Glaubst du daran, dass er auch dir helfen kann? Und wenn du das glaubst, dann darfst du immer mit ihm reden, darfst immer zu ihm kommen und darfst ihm alles sagen. Und das möchte ich jetzt auch noch machen. Einfach mit Jesus kurz reden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du der lebendige Gott bist und dass du alles machen kannst. Und hilf uns, dass wir das da im Herzen glauben glauben, dass du die Wahrheit bist und dass du wirklich alles kannst, so wie du in deinem Wort in der Bibel sagst. Amen. Und jetzt möchten wir zusammen noch ein Lied singen, wo eigentlich genau das vorkommt. Jesus ist grösser, Jesus ist stärker, Jesus ist besser. Also singen wir alle miteinander jetzt gegen Jesus. Thank you.
unglaublich, wie Jesus stumm gestellt hat. Er ist einfach der Herr über das ganze Wetter. So schön zu wissen. Ja, aber nicht mal nur ums Wetter, sondern auch in unserem Leben. Tagtäglich, egal wo wir sind und egal was wir machen, er ist da. Hey, das ist schön. Und das darfst auch du wissen daheim. Egal wo du bist, egal was du machst, die kommenden Tage, die kommenden Wochen, er ist da. Du darfst jederzeit zu ihm beten und er hört dich. Er hört dich, wenn du im Aufzug nicht weiterkommst, wenn du Streit hast mit deiner Familie oder sonst irgendein Problem hast. Bete zu ihm. Und genau wie bei den Jüngern damals auf dem Schiff, so hilft er auch in deinem Leben. Vertrau darauf. Ja, und auch nächsten Sonntag, ab 9 Uhr, sind wir wieder online und werden nochmal von ihm hören und miteinander Lieder singen. Und ja, bist doch du auch dabei, wenn wir wieder über ihn etwas hören und dafür lernen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, um wieder Zeit mit dir zu verbringen. Und darum bis nächsten Sonntag ab den 9 Uhr. Hab einen guten Tag. Ciao aus dem Studio.